Good morning. Ich heiße jeder einen Welcome, was hier von der als gekommen für diese deutsche Botschaft. Das ist ein schöner Tag zu beten. Von der aus morgens saß ich in Stützje auf der Couch und trank Kaffee und checkte am Fenster raus, dass die Schnee raufkam und das sagt Geschmack. Das sagt Geschmack. Und so Gott hat uns mit verschiedenen der gesehnt, die Sonne schien ist immer sehr maglich und sitzt sehr Geschmack, aber von der wird ein Tag, wo die Schnee raufkommt. Und so, das ist wundervoll, dass es dann sieht. So, das sind ein paar Dinge, die ich bis will erwähnen in dem Bulletin. Montag habe ich benannt als Bruderschaft. So, alle Brüder sind eingeladen für Bruderschaft. Das fängt auch ab und an. Und dann hast du auch ein Senior Supper, wo diese kommende Donnerstag soll bei Anker auf Hauptzeug sein. Und wenn jemand dort jankert durchhan, dann dort Florence wie weiten Loten, was Dings doch ab benannt. So, nu werden wir dann eine Botschaft angehen. Wir haben noch behalten, was das Thema wird, das letzte Mal, was ich hier reden darf. Je darf nicht über Leute sein, bis je noch behalten. Keiner von was sich dort handelt. So, ein Mann, das ist alles. Okay, well dann merken wir das ein bisschen relaxed, wenn dann ein großer Fehler merkt, das behalten Menschen da nicht lang. So dann, okay, ich glaube, das ist das Thema, das unsere Hängen Total für Jesus, nicht? Wir nehmen das Bild Judas rüt, die Geschichte von Judas. Ich fange an mit der Geschichte vertellen von einem kleinen Kind. Manchmal das hält so fast an, ein Stein oder ein Sand oder ein Ehr oder was. Und das macht manchmal aus den Hängen rückgenommen worden. Tim dort kann was nachhaftet und was scheinet eten. Aber das hält so fast an die Steine. Und dann checken wir ein bisschen an, was some von den Steine können sein in uns Leben und was wir manchmal so festhalten und unsere Hänge sind ganz fast an das. Und wir loten nicht, unsere Hänge sind fast an Dinge, zu fast an Dinge, damit wir nicht Jesus erfahren können in uns Leben. Und so von der werden wir wiedergehen in das Thema. Von der werden wir da andenken, das Thema, was ich dort nannte, von der ist, wir sind gesegnet, zum Segen sein für andere. Und wenn wir uns mal ein klein bisschen anlassen, wenn wir mal uns feststellen, was eine schöne Mahlzeit ist, dann die Mahlzeit für meiste von uns hier, die wird Fleisch haben, irgendeine Sorte Fleisch, was uns sehr interessiert, schön schmeckt. Die Mahlzeit, die wird vielleicht was Gebackenes haben. Die Mahlzeit, die wird vielleicht some Menschen jetzt schmecken, jetzt schauen Brie sehr schön, andere gleich in Reis, aber Fleisch und Gebackenes und vielleicht Reis oder jetzt schauen. Und dann vielleicht lot danach in schöner Dessert mit Ice Cream. So das was wir an denken, wenn wir an denken, an eine schöne Mahlzeit, nicht? Und ich weiß nicht, viele von uns sind bekannt mit, dass ich eine Zeit ein Jugendlicher, jung sein Leben, wo die bloß, falls ich so meist ohne ihn eten kann. Die essen am Wasser und die atlas und das atlas und das atlas. Und nu werden wir uns mal klein bisschen feststellen, dass Jugendliche Jung, die hat das schöne Eten, Frühstück, Mittag, und das immer war, das fern, die atgaut. Aber das Jung, der ist nicht so ein gewöhnlicher Jung, ist, was lots of energy bieten verbrochen dat und seine Kraft wiesen dat und brocken dat. No, das ist ein Jung, was bloß either am Bad liegt oder auf der Couch satten dat. Tag für Tag, hat schöne Mahlzeiten, feine, große Mahlzeiten, aber das meist bloß vom Dash war er trainen auf der Couch oder trainen im Bad. Nur eine Zeit lang, was wird mit das Jung worden? Da wird sehr eisend worden mit ihm, nicht? Und das haben wir alle verstanden. Sehr eisend wird sein Leben sein. Weil's nicht wie brocken das scheine Eten, wie brocken dort, aber
dort braucht dort, dass wir dort keine eten te wat brauchen. Wenn wir dort bloß bei uns holen, auf der Couch oder am Bad, dann ist das eher dem zum Schode. So, kann ihr verstehen? Ja, so wir brauchen dort keine eten, das ist Norhof, das ist Gold. Das hat nicht mehr zu tun mit bloß Coke trinken oder Chips essen oder so, was dort noch, das sind ferne, Norhofje Mahlzeiten. Aber wenn dort nicht für was gebraucht wird, dann ist das ungesund. Und das ist, wir werden krank und wir können sagen, der Körper, der stirbt langsam auf. Wenn wir uns ein bisschen anschauen in der Bibel, das sind Timer, wo der Emma war, und Emma war, Gott hat war holen dat, und wir wollen von denen nur some Vers checken, und ich sage, Geschichten in der Bibel ein bisschen abnehmen, wo Gott dort, oder die Menschen, was Gott in der Bibel hat eingestellt mit ihrer Geschichte, dass Emma war, dass der Timer kommt, dass wir sind gesehen von Gott, dass wir ein Segen sind für andere. Wir sind gesegnet von Gott, nicht Tim, dass wir bloß die Blessings oder die Segnungen für uns holen, festhalten, auf der Couch sitzen mit dir. Nee, dass wir die wiederreden. Die Segnungen, die wir kriegen von Gott, die sind nicht bloß für uns, die sind auch für andere Menschen. Wenn ihr in der Bibel habt, der 1. Mose, das 12. Kapitel, hier sind die ersten 3 Vers. Hier fängt das klein bisschen an. Und das ist, was das sein. Der 1. Mose, 12. Kapitel, die ersten 3 Vers. Der Herr sagt zu Abraham, verlot dein Land, deine Lied, und dein Futter, sein Haus, und go nu ein Land, das ich dir wiesen war. Ich war von dir ein großes Volk machen, und ich war die segnen. Ich war die Nomen weit bekannt machen, und du warst ein Segen sein. Ich war die Segnen, die segnen, und ich war einen Fluch ab die bringen, die einen Fluch ab die bringen. Und durch die waren alle Völker ab der Erde gesegnet. Und hier haben wir den Anfang von den jüdischen Menschen. Wir haben die ersten paar Kapitel an 1. Mose, die handeln sich wie Gott die Welt erschaffen hat, und dann selber das Bild, aber Noah seine Zeit, und das sehr viel Ungerechtigkeit auf der Welt, und dann da haben wir die Geschichte von Noah, und dann war das sobald nur dem, dann will die Menschheit den Tower nach Babel bauen, und dann verspreit Gott durch, dass die verschiedene Sprachen geben hat. Dort wird das 11. Kapitel von 1. Mose 1 abhören, dann kurz im 12. Kapitel, da fängt Gott an mit seinem Plan, ein Volk sich auswählen, und was vor allem, dass Gott das Volk auswählen. Er sieht sich das Volk, wodurch er den Herrn Jesus wird nur der Welt bekannt machen. So dass wir nicht, dass Abraham so special wir, dass er sich dort verdient hat. Nee, aber Abraham hat Gott geraubt für diese Abgabe. Und er sagt zu Abraham, hey Abraham, so sagt hier bloß kurz, dass er falsch nehmen hat, er wohnt Tüß bei seiner Familie, wo es bekannt ist, er kann nicht sprechen, dass er die Handfläche Gott habet Gott. Und Gott sagt zu Abraham, komm durchfahren und go nur in eine Stadt, wo ich die Wiesen war, und dann hast du das Versprechen, und ich war die segnen. Und was ist dann nur dem? Und du wirst ein Segen sein für andere Menschen. Und so, Gott verspricht hier ein besonderer Segen ab Abraham, und dann sagt und du kriegst ein dort Versprechnis, also die Gedei von, das war nicht bloß für die behalten. Nee, den Segen, den sollst du widerreden. Und dann sage ich ganz zu Latz redet von unser Vers, dass alle Menschen auf der Erde worden durch die gesegnet worden. Dort weit wir, dort verstehen wir, dort ist, wo Jesus gekommen durch Abraham, sein Stamm. Und dadurch, so wie von der auch noch gesegnet, durch Abraham sein Segen.
Abraham hielt das nicht für sich, nur er wie gesehen von Gott, und durch er das widerreden deut, er wird treuhärtig, horcht Gott, dadurch sind eigentlich von der auch gesehen. So, ja, er will das nicht für sich haben. Uns Menschen hängt das ein bisschen an, einmal für uns streiten. Wir sind, auf Englisch sagen wir, selfish. Das ist sehr viel leichter für uns, selfish zu sein oder für uns selbst zu streiten, als Dinge anregen für den Nächsten. Besonders wenn es kommt, Dinge von unserer Zeit. Wir sind das sehr bekannt mit, die Phrase, was sagt, Zeit ist Geld. Und so, wenn es Zeit kosten hat, dann leicht, dann will das an Gedanken kommen, aber das wird kosten. Das kostet mir Geld, because die Zeit, was ich nicht brauchen kann, was für den Nächsten tun, die ist dann vorbei. Oder wenn es kommt, was Geld, oder und noch besonders die Dinge, mit was Gott uns gesehen hat, wo und wie gut sind. Wenn ich in dieser Versammlung checken, da ich weiß dort, du sind verschiedene Dinge, und was je gesehen sind, und Gove, was je hand, was Gott ihnen gegeben hat. Und wir können unsere Gove, was Gott uns gegeben hat, für uns brauchen, bloß für uns brauchen, oder wir können die brauchen, so dass das für andere Menschen auch zum Sehen sein. Was immer Gott uns für Geschenke gegeben hat. Wir weiten im Neuen Testament, in Matthäus, das 25. Kapitel, du hast die Geschichte, was Jesus vertellen hat von 3 Männer, oder vielleicht 4 Männer. Und die Geschichte jetzt ist das, du hast einen Boss, oder einen Eberster, der will auf eine Reise fahren, und für er auf eine Reise fahren hat, dann gibt er seine Knechte verschiedene Abgaben oder Talents oder Tugenden, womit sie dann schaffen sollen. Und wir wissen, dass der eine der kriegt 5, der andere kriegt 2 und der dritte der kriegt 1. Und so, die hat das ausgeteilt, die Dinge, die Geschenke, das Geld, was immer wir dann wollen bieten. Von daher will ich die Dollar nun checken, Segnungen, was Gott uns gegeben hat. Segnungen besonders, was wir gehen zu brauchen, zum anderen Menschen segnen. So verschiedene Dinge. Eine Person ist vielleicht sehr begabt in adlige verschiedene Dinge. Eine andere Person ist sehr begabt in ein paar verschiedene Dinge. Und das sind vielleicht seine Menschen, die fallen sich so, wir wissen nicht, was unser Gabe ist. Aber das ist keiner hier von der, was nicht eine Gabe hat. Und so, von diesem einen Mann, der kriegt 5 Gaben, der andere kriegt 2 Gaben und der dritte kriegt 1 Gabe. Und der Boss, der verlässt ab seine Reise. Und wir wissen, dort nun eine Zeit lang, was passiert dann? Die haben 5 Gaben gekriegt, die haben sich angelassen und das haben damit geschafft, mit was hat und was ist geworden. Er ist gesegnet worden mit 5 Meiergaben, mit 5 Meierdingen. So nun ist er nicht bloß verantwortlich für 5, er ist nicht verantwortlich für 10. Kriegt so auch mit den, was er 2 gekriegt hat. Er ist auch treu. Und was passiert nun eine Zeit lang? Ich habe 2 Meier. Und so ist nicht mehr verantwortlich bloß für 2, aber für 4. Und dann haben wir den einen, was der eine Gabe gekriegt hat. Und der checkt dann das ganze Verhältnis, das ganz anders an als die anderen 2. Und er denkt so, dass, das Boss, was ich kann, das ist ein Boss, der verlangt viel von einem. Und ich kann es probably nicht gut genug tun für ihn. Und jaft ab.
jeft ab. En brucht de gu, wat de Boss am gegeft hat, brucht de nicht. Groeft de Unger. En wel bloß schön merken, dass wenn der Boss terugkommt, hij kann ihm de gu nach waar teruggeven. En dan hat dat wenigstens nicht abgemest für den. En so dat is eine Einstellung, als hij hat. En wat passiert? De Boss, die kommt terug en de arbeider, die wissen, wat zij gedaan hebben met dat wat hij entgegeven heeft. En de 5 en 2, die wordt gezegend van den Boss. En den draden, die is te niks te brengen, niet? Den wordt uitgesmeten. Hij is niet meer wert en arbeider te zijn. En deze geschichte. En zo, als ik dan denk, dan komen die vrouwen op. Ik wonder, den dag wat die 3 knechten zijn voor den Boss geweest, als ze dat worden gezien hebben, einer van anderen, und die is veel meer begaafd als ik, oder nicht. Ik stel me zo voor, die met 5 en die met 2, die hebben zich niet zo schwer gemerkt, met hoe begaafd die nächste is. Zij hebben plötzlich entschlossen, ik wil met dat schaffen, wat Gott mir gegeven heeft. Ik wil met dat schaffen en ik wil aan dat trouw zijn, wat Gott mir gezegend heeft. En ik wil mijn beste doen, niet dat wil maar zeggen, dat met 2, niet dat hij nu wel ook 5 hebben, nee, hij wil met die 2 sure merken, dat den Boss oder Gott, wat alle ihr kriegen, wat am traft, met die 2 Segnungen, wat hij gekregen heeft in zijn leven. Hij schafft truhartig met die 2. En we weten, later Gott de jeft, den wat de 5 heeft, nog eenmaal 5. So hij heeft 3 was en weniger, nu jeft hij aan meer. Met den 2 ook zo staat, en de ene wordt nog waargenomen, en die door den anderen gegeven. Wat zijn some van de gaven wat God ons geven dat? En we kunnen niet zijn timer als dit gaan, ohne dat we zeggen, wel geld. Some mensen die hebben de gave van geld merken, dat voor die dat schafft beter als voor de nächsten. En zo, er zijn some tijden im leven waar some van mensen hebben de gave van geld merken. So dat is dan sehr wichtig, dat die dat niet bloß für sich brauchen, aber dat ik zijn wil hebben, die mensen wat er niet gaan methalten. Dat hat een fijne message van veel zinnig. En we zijn niet, keiner van ons heeft niet genoeg geld, maar we bloß aan geld denken, omdat we niet kunnen manchmal we methalten. Dat we niet reit zullen zijn, we met te halten. En het nächste ding, een ding wat mij aankomt is hospitality. Dat is einem zijn huis opmerken, tem andere jas aanladen. Jas bij einem hand, nieuwe vrienden merken. Dat is een geschenk. Hij dat moet je merken, dat er zijn some lied, wat je kan, die hand gleich einmal, wenn du weer een frische familie aan aangekomen is, gleich einmal zijn die bij die lied hostig. Die hand dat geschenk van hospitality. Zijn hostig merken frische lied bekannt. Some van jullie hebben de gave van hospitality. Nieuwe vrienden merken, includen en die dingen. Some van jullie zijn gezegend en dat je kan zeer schijn eten merken. Er schijnt gebaknis. Heeft je dat mal schijn gegaan, handwerklich wat schijnt gemerkt, dan breng je dat nu naar stad waar het werkelijk aan gebaknis vele dat en zijn je bloos waar die lied, die tjinga, wat allemaal, dat filter, waar allemaal dat is, ik weet niet. En dat gaat bloos te zijn, dat has bloos ganz kraak getroffen. Dat schmeckt schijn. Dat some van ons hand van jullie hand de gift van schijn het eten, smaak het eten, om dat wiederbrengen. Some van ons hand andere gaven, wat God ons gegeven heeft. Vielleicht Schmack te welden, Schmack een carpenter te zijn, fan te vormen,
Alle von diesen Dingen, die gehen zu brauchen für Gott seine Ehe. Gott hat ihn gesegnet und das, und je kann dort nicht bloß alle brauchen für ihn selbst, oder wir können dort alle brauchen für uns selbst. Ich glaube, wir haben Mechanics hier, ich weiß nicht, was wir hier alle haben. Gott hat ihn gesegnet mit jenen Gaben. Wir können dort brauchen alle für bloß für uns selbst, oder wir können dort brauchen, sondern dort können Segen sein für andere Menschen. Some von uns haben das Geschenk gekriegt von Motorsprechen. Wer erstmal im Leben haftet sich gefällt, empfiehlt an Mut. Dann kommt ein Bruder, der nächste Bruder, eine Schwester, andere Schwester kommt und die spricht Motto. Und das ist, wenn die bloß ganz charakterreiche Wert haben. Das hat bloß Charakter an die Wert gefehlt. Das sind Geschenke von Gott, das sind Segen von Gott. So wir können, wenn uns das manchmal so sagt, oh, der Bruder, der Schwester, der fehlt Motto zu sprechen. Wir können dann entscheiden, still zu sein, oder wir können gehen und merken uns Mühe auf und sagen something. Sprechen den Motto. Oder das Geschenk von Live bewiesen. Es sind so viele verschiedene Geschenke. Aber was ist es? Gott hat uns mit Geschenken, oder was soll ich sagen, Gaben gesegnet. Was ist meine Attitude, was ist meine Einstellung, diese Gabe gegen Eva? Wir können die Einstellung haben von den ersten zwei, die 5 Gaben und 2 Gaben haben, und die sind schaffen, mutig, brauchen die für Gott. Das hoffe ich, wo wir alle sind. Aber einer der anderen, der kann auch einmal vielleicht entscheiden, dass er erst die, was er bloß eingekriegt hat, und er sagt thuis en groef seine Unger. Groef seine Gabe Unger. Und ich will die Motto sprechen, wenn dort du bist, von der aus morgens, je wäre alle ist, dann werden wir nicht mehr, werden wir von der Couch rauf. Und werden wir die Motto anwenden, was die mit 5 Geschenken und 2 Geschenken, was die haben. In Apostelgeschichte, das 20. Kapitel, 34. Vers, du sagst, Paulus ist das. Und an alles, was ich deut, beweise ich ihnen, dass wir durch schwere Arbeiten die Schwachen mithalten mussten. Und daran denken, dass der Herr Jesus sagt, geben, es soll ja ausnehmen. Sie geben, es soll ja ausnehmen. So hier ist das, dass Paulus dort war holen. Kriegt dort, was Gott zu Abraham sagt, ich will die segnen, damit du kannst ein Segen sein für andere. Und hier ist es, dass Paulus Jesus seine Wert war holen und sagt, das ist, was Jesus jüngst gelehrt hat, was er hier wir, dass wir dort geben, es soll ja ausnehmen. Das ist manchmal jetzt bloß so schön. Ich hatte eine Erfahrung, some Monate 3, wo ich was sage, und dort denkt, dort bekommt bloß Fuß in Monaten, ich weiß, das würde ihn interessieren. Like, das ist für ihn. So, ich kaufe mir das Denken. Und nächstes Mal, was ich am sage, brachte ich am dort. Und dort hat ich bloß ganz krank getroffen. Monate später kommt danach Waren um mich. Dankeschön für was du für mich getan hast. Nicht, dass ich mich hier nicht hochheben, aber es sind manchmal die Feeling von was geben. Wenn eine Antwort, eine Haft könnt irgendwem ehren, eine Haft könnt irgendwem Motto sprechen. Kriegen dann, wann er was gekostet hat. Kriegen dann, wann er was hat Zeit aufgegeben. Kriegen dann, wann er was hat Absicht gehabt. Aber die sehen, was der kämpft, wenn einer weiß, okay, das ist bis krank getroffen. Und auch für die Person, die dann annehmen, wir wollen hier nicht rücknehmen, dass ich will mich nicht loten, was geben, was segnen. No, wer wird den Nächsten nicht die Freiheit wahrnehmen von uns segnen, wenn das dort haben wollt. Ich weiß nicht, dass ich das Geschichte mit euch verteilt habe, aber 20, 30 Jahre 3, als ich die Bibelschule war, dann ging wir durch den Hebräerbrief und des Morgens, dass wir ein älterer, 70-jähriger Onkel, der eine Rechten deed. Und wir kommen ein bisschen
bezieht Topic. En hij redt van wat hij durch zijn leven dat bemerkt had. Hij redt daar van Kirche. En dit is wat hij zegt. Ik heb het bemerkt in mijn leven dat zolang als Kirche willig zijn andere mensen te helpen. De hand in de Kirche die is met einverstanden wie als de Kirche willen een Segen zijn voor andere mensen. Vielleicht waar we deine wil gaan checken, Tim, dat hij doet kan wat ontvangen. Dan met thuis betalen, met jeder een beetje thuis nog dollar schaffen. Maar de hand de aanstelling van de Nuberschrammen in Segen te zijn. Des onkel die zegt, ik had het gemerkt, de Kirche wat dort die aanstelling gaan, die zien zo, die wassen, die nemen touw en die worden vruchtbaar. Maar ik had het ook bemerkt dat de Kirche, wat deze aanstelling heeft, die komt op einmal wat manken en die verlieren die aanstelling. Die zijn niet meer überzeugt, andere mensen den Segen wieder te rekenen. Dat is zeer veelmaal dat een van die erwassen en touw nemen. Dat je vangt aan trouble te geven en de Kirche die storft langzaam uit. En dat wat mij besonders schwer, dat wir es Gott, die will sein, Amen te dort. En so schwinnes hij dort vor dich hat sein, dann fall hij even in wir bewusstlos durch. En dan had we niet klaas van paar deel. En zo mir is die Geschichte, dat laat hij weer oké, über dem ging het, komen nach Wara wieder studieren. Aber dat wir es hostig, Gott sieht, ja, behalt het, Lanus. Ha deze aanstelling im Leben, sie immer waren den Segen, die Singungen, was Gott die geeft, die wieder te rekenen. 1. Johannes, het 3. Kapitel, du sagt Johannes, die Schreiber sagt, durch dit weet wie wat lief is. Durch dat Jezus weist ons wat lief is, durch dat hij zijn leven voor ons gaf. En dan gaan we wieder aan de 18e Vers van het 3. Kapitel. Da sagt het, meine kleine Kinder, werden nicht bloß leven durch Wort oder Tongue, bloß mit dem Mühl sich sein, werden nicht bloß live bewiesen mit dem Mühl, aber auch in deed and in truth. Du soll nach Action sein. Wer wird das bewiesen? Nicht bloß sagen, ja, ich gleich die, und dann aber wieder nicht. Wer wird das bewiesen mit Worten, mit unseren Worten und Wahrheit? In 2. Korinther 9. Kapitel, Vers 6, sagt es, die wird sehen dat, sparsam sehen dat, die wird auch sparsam ernten. Und die wird fan sehen dat, die wird auch eine ferne Ernte haben. Und dann kommen wir noch bei ein Bild und wat mir nur anschieren deed, wie Philippa Brief, das 1. Kapitel. Du fingen wir die Vers von wo, schön sein hier. Wir actually die ganze Brief, ich wollte nicht, das ganze 1. Kapitel. Aber Paulus fängt an und er redet von wann er an denken, dass wo voll Friede er ist, wo dankbar er ist für die philippische Kirche. Und wenn immer er an denken, dann hat er das dankbare Friede Gefühl. Weißt du, wo die philippische Kirche angefangen hat? Wenn wir gehen, wir nur Apostelgeschichte, ich glaube, das ist 15. 16. Kapitel vielleicht. Dann geht Paulus nur die philippische Gegend und er bringt das Evangelium durch. Das erste ist, er geht sonntagsmorgens, sagt er, geht herüt nur die Beach und du ist Lydia mit ihrer kleinen Gruppe. Und Lydia bezieht sich durch und dann sie fangen an wieder zu predigen und dann ist das Mial, was da besäten ist und was entsteht dort und er trifft de jas uit die en wat bringt dat? Dat bringt dat zij verklapt worden, ze worden in jail eingestoppt en dan weten we van waar Paul en Silas zaten in jail en ze proben en ze zingen door en dan gaan de deuren open en die Abwächter bezieht sich danach mit seiner Familie taub. En zo Paulus
10 Jahre later, als er das Philipperbrief geschrieben hat, er sagt, wenn ich an Jünd denke, dann kommen nicht all die Persecution, was ich daran beleben, die kann man nicht im Kopf nennen. Dann behole ich nicht die Schwierige nach. Dann behole ich nicht all diese Wunder, was ich nach meinem Körper habe, und sie mich verwirrt haben. No, ich habe eine Freude in mir. Ich habe eine Freude in mir. Und ich sehe dankbar für Jünd. Und dann, da zum Ende von Kapitel, dann sagt er, und nu habe ich was schworet für mich. Ich weiß dort, ich komme zum Ende von meinem Leben. Und für mich wird es so viel besser sein, wenn ich kann sterben und bei Jesus sein. Aber für Jünd wird es besser sein, wenn ich hier noch länger bleiben und Jünd wissen, wo das christliche Leben soll gelebt werden. Und ich weiß aber, wenn ich sterbe, dann sehe ich bei Jesus, dann sind meine Troubles ewig. Aber wenn ich hier bleiben darf, dann weiß ich, dass es kommt bloß noch mehr Versuchung, es kommt noch mehr Schwierigkeit. Aber wenn ich kann für jemanden Segen sein, sehe ich wahrlich hier noch länger ab, dass ihr zu sein. Das ist Paulus seine Einstellung. Es steht nicht ein Bild von einem Mann, wo das ganz klar hat, ich sie gesegnet, mich hat Gott gesegnet, und ich will bei Talatsto ein Segen sein für andere Menschen. Es steht nicht eine gute Einstellung zu haben. Paulus, der wie überzeugt, dass seine Abgabe wir nicht bloß zu sagen und all die guten Segnungen, was Gott ihm gegeben hat, für sich zu halten. No, seine Abgabe wir, die Segnungen wieder zu reden. Er wird wahrlich, vielleicht, ich glaube, mit allem Mut will er wieder für Jesus schaffen. Und er will auch mit allem Mut wieder nach Versuchungen durchgehen für Jesus, so dass andere Menschen können gesegnet sein. Er wird okay mit dort. Er wird okay mit dort. Wir weiten von der Geschichte im Alten Testament, Elias und die Witwe mit ihr 12-jährigen Kind. Der hat bloß eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Als Elias ertrafen hat, dann sagst du, das will ich nur noch einmal ein bisschen eten machen, dann war wir gestorben. Und was frug Elias? Er frug, kannst nicht für mich erst eten machen? Ich habe uns nicht feststellen, über die nächsten Wochen und Monate, so wird irgendwann so gedacht haben, man, ich sei dankbar, dass ich den Gott seinen Mann eten darf, weil sie hatten immer weiter genug zu eten. Sie hatten immer weiter genug zu eten. Wer wir eine Menschheit sein, wer wir Personen sein, wird dann nicht fad und fühl worden mit den Segnungen, was Gott uns gegeben hat. Wer wir eine Menschheit sein, wird an die Segnungen, was Gott uns gibt, wirklich es wieder zu reden, wo immer Gott will haben. Muss Gott uns sehen und hat wieder ein guter Sonntag.